Duldet die Stadtgemeinde Baden Gewalt- und Tötungsfantasien auf der Facebook-Seite ihrer Stadtpolizei? Ich glaube, da müssen wir genauer hinschauen. Ich bin der Michael Kaden und das ist ein Zeit im Bild Spezial aus der niederösterreichischen Kurstadt. Baden bei Wien. Nicht nur eine Stadt mit einem Musiktheater, das bald ohne eigenes Orchester dasteht, sondern vielmehr Hochburg der christlich-traditionellen Werte und der Volkspartei. Da ist fast egal, dass viel von dem Image nur ausburgt ist. Umso erfreulicher, dass Beamte der Stadtpolizei da in der Pfarrkirche St. Stephan unlängst einen mutmaßlichen potenziellen Opferstockdieb gestellt haben. Wie ich aus eigener Erfahrung nur zu gut weiß, it's just a fine line between leiwand und peinlich. Und so findet sie auf Facebook einen Einsatzbericht, der sie liest, als hätte die Katz den Sprücherlkalender in der Kuchel zerlegt. Manchen ist einfach gar nichts heilig. Und wer falsche Wege geht, wird vom Karma eingeholt. Jawohl, ja. Jawohl! Das ist genau das, was wir gefallen. Ja, wie die ATV-Reality-Stars von der Stadtpolizei als echte Kommunikationsprofis wissen, Worte formen Gedanken, Gedanken formen Handlungen. Aber wenigstens einer auf Facebook, der sagt, er hofft, dass ein solcher Klamauk überdacht wird. Und für das wird er auch noch fest ausgelacht. Die Stadtpolizei hat außerdem explizit darauf hingewiesen, dass der mutmaßliche potenzielle Opferstockdieb ohne Wohnsitz in Österreich ist und mehr hat's gar nicht braucht. Zum Flughafen und ab nach Hause wäre okay. Aber vorher noch den Gummiwurst-Tango, aber fest und über Meer aussteigen lassen. Das alles gipfelt im Kommentar sofort und endgültig entsorgen. Eine solche Diktion, die stark an jene aus ganz dunklen Zeiten erinnert, steht über Weihnachten und auch heute noch auf der Facebook-Seite von der Stadtpolizei Baden. Mittlerweile über volle Wochen. Ich hätte natürlich gern gewusst, was die Badener Bürgermeisterin als Letztverantwortliche dazu sagt. Meine Fragen an Carmen Jeitler-Cincelli hat aber gleich die Stadtpolizei selber beantwortet. Eine kurze Einordnung des Statements. Sehr wohl ist uns das Kommunikationsplattformengesetz bekannt und es werden dementsprechende Kommentare auch gelöscht bzw. an die Bundespolizei, den Staatsschutz, weitergeleitet. Dazu werden auch regelmäßig Screenshots angefertigt. Ja, die Antwort ist vom Dienstag, gelöscht ist er heute am 28. Dezember nix. Und warum auch? Uns gegenüber wurden jedenfalls keinerlei Anzeigen oder Ähnliches bezüglich der Kommentare gemeldet. Braucht's jetzt da erst eine Meldung, dass sie einer Social Media aufrahmen? Und zur Formulierung ohne Wohnsitz in Österreich, meint die Stadtpolizei? Das Fehlen eines österreichischen Wohnsitzes impliziert nicht, dass es sich dabei um einen Fremden handelt. Auch Obdachlose haben zum Beispiel keinen Wohnsitz im Bundesgebiet. Diese Auffassung liegt in ihrer subjektiven Wahrnehmung. Hat man im normalen Sprachgebrauch nicht alle einfach von ohne festen Wohnsitz gesprochen, weil man nichts anderes implizieren wollte? Und was bitte hat eine Anmerkung zu meiner subjektiven Wahrnehmung in einem Pressestatement verloren? Generell ist in der Antwort immer wieder um mich gegangen und das habe ich so in 22 Jahren im Job auch noch nicht erlebt. Ich sage jedenfalls Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend.